sind gut bewaffnet heute. Wird ein guter Gottesdienst. Ja, als wir eben dieses Lied gesungen haben, habe ich auch gedacht, es gibt Momente in meinem Leben, da ist es vielleicht gut, wenn ich mich wieder an dieses Lied erinnere. Ne? Und das ist auch einer der Gründe, warum wir hier solche Lieder singen, damit wir sie mit in die Woche nehmen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe manchmal während der Woche Gedanken, wo ich Kämpfe habe. Ne? Kennt ihr das auch? Okay, dann habe ich nur für mich gesungen, aber okay. Ich finde es sehr ermutigend, solche Lieder zu haben. Danke, Worship Band. Das ist wirklich toll, wie ihr uns da mitnehmt, wie ihr die Lieder raussucht. Das passt zu dem Thema, was heute ist. Heute geht es um das Thema, was würden die Leute denken? Tja, was denken denn die Leute? Ich weiß ja nicht, was ihr denkt. Ich weiß auch nicht, was ihr denkt, was ich denken soll, was ihr denkt. Ne? Aber ich weiß, dass es so wichtig ist, dass wir wissen, was wir denken und womit unsere Gedanken gefüllt sind. Vorhin hatten wir die Vorbereitung für diesen Gottesdienst und da hat uns Matthias, der heute unten predigt, darauf aufmerksam gemacht, heute ist eigentlich Reformationstag in der Schweiz. Wusstet ihr das? Als gute Schweizer, klar. Manche wussten es, manche nicht. Ich wusste auch nicht. Ne? Aber was damit verbunden ist, hat mich kurz echt sehr inspiriert. Es gibt in diesem Land Menschen, die einen unheimlich hohen Preis bezahlt haben. Die Tatsache, dass wir heute hier sind und nicht in eine katholische Messe gehen müssen, ihr Lieben, haben wir damit zu verdanken, dass es Leute hier gab, vor ein paar Jahrhunderten, die gesagt haben, es ist mir egal, was die anderen denken. Es ist mir egal, was der Papst denkt. Es ist mir egal, was die Politik denkt. Ich will wissen, was er da oben denkt. Und der da oben hat mir seine Gedanken in seinem Wort mitgeteilt. Und wir stehen dafür. Und manche haben mit ihrem Leben bezahlt. Und wisst ihr, wenn wir Durchbrüche des Reiches Gottes erleben wollen, dann kostet es uns einen Preis. Deshalb ist die erste Frage, wer möchte Durchbrüche des Reiches Gottes leben? Ich will keine Hand sehen. Ne? Das ist eine Sache, die jeder für sich überlegen muss, entscheiden muss. Was meine ich mit Durchbrüche des Reiches Gottes? Wenn ich Mitteleuropa anschaue, Schweiz, Deutschland, ich sehe die Bibel, ich sehe Menschen, die sich sonntags versammeln. Ich sehe die Verheißungen hier drin, ich sehe die Pläne, die im Himmel gemacht wurden. Und ich sehe die 2% dieses Sonntags hier treffen. Und dann denke ich, ist das alles, für was Jesus gestorben ist? Geht es euch auch manchmal so? Okay, wenn ihr damit zufrieden seid, dass wir hier sonntags Gottesdienst feiern und noch eine Heimgruppe, Hauskreis, Kleingruppe haben, es ist alles gut und richtig. Leute, aber als Jesus am Kreuz geschrien hat, es ist vollbracht, da hat es ihn alles gekostet. Es war nicht nur der körperliche Tod, dass die Nägel reingingen, dass er erst gepeitscht wurde. Ich habe vor 2 Wochen in meiner Bibellese nach einem Satz wieder aufgehört. Lukas, ich lese da die Geschichte, wie Jesus gefangen genommen wurde. Und dann heißt es nur, die ihn festhielten, die schlugen ihn und quälten ihn. Der nächste Satz, den habe ich auch noch gelesen. Als sie ihn verhüllten, schlugen sie ihn weiter und verspotteten ihn. Ich konnte nicht mehr weiterlesen. Sagt, warum hat Jesus das erduldet? Hat es was mit meinem Leben zu tun? Wenn Jesus das nicht erduldet hätte, er hätte sagen können, ich bin der Sohn Gottes, hört auf mit dem Zeug. Dann müsste ich diese Qual, dieses Gericht in meinem Leben erdulden. Leute, wir können so dankbar sein, dass Jesus nicht weggerannt ist, dass Jesus im Himmel nicht gesagt hat, Vater, dein Plan ist gut, aber ich gehe nicht herunter in diese enge Dreckpfütze da unten, Menschen voller Sünde. Jesus hat gesagt, ja, ich gehe, ich liebe diese Menschen, ich liebe auch die Verbrecher, ich liebe auch die Gangster. Weil letzte Woche Halloween war, habe ich mir ein paar Sachen angeguckt, Zeugnisse von Menschen, die Satanisten waren, die im Hexenzirkel waren. Und ich finde das krass. Ein Zeugnis, ein Mann, der ist mit 8 Jahren von einer dysfunktionalen Familie in den Satanismus reingerutscht und war 25 Jahre da drin. Er hat all diese Sachen mitgemacht, er kennt alles.
Und jetzt aber, dann kam Gott und hat gesagt, den habe ich erwählt, den will ich haben. Und wenn ich solche Zeugnisse höre, dann denke ich, wow, dieser Gott, er sagt nicht, du bist ein Satanist oder du bist eine Hexe oder sonst was, geh weg von mir, sondern Gott sagt, und ich liebe dich trotzdem und ich hol dich raus. Die andere Frau, die mich gerade sehr imponiert in ihrem, was sie als Dienst macht und erlebt, die war jahrelang in Hexenzirkeln. Sie kennt auch das ganze Programm, sie kennt auch Halloween. Sie weiß, dass Halloween eigentlich für die Satanisten das ist, was für Christen Weihnachten und Ostern zusammen ist. Da gibt es am meisten, statistisch gesehen, mindestens in Amerika, am meisten Kriminalität, am meisten Morde, am meisten Kinder verschwinden. Halloween, hat seinen Inhalt. Und Halloween ist auch die Zeit, wo die Leute aus einem gewissen Lager dann positioniert werden für das kommende Jahr. Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo es dunkel geballt ist. Und ich habe oft zu meiner Frau gesagt, November ist der Monat, wo ich am liebsten drüber hopfen möchte. Was hat November schon zu bringen? Da werden die Tage nur kürzer und der Nebel und so. Aber jetzt kapiere ich ein bisschen mehr. Das ist auch geistlich ein Klima, wo es unangenehm wird. Ich weiß nicht, ob ihr das auch wahrnehmt. Aber wir lassen uns davon nicht beeindrucken, wir lassen uns davon nicht einschüchtern. Es ist Zeit, nüchtern zu sein. Es ist Zeit zu verstehen, wer auf dieser Erde regiert, wer auf dieser Erde die Verheißungen hat und uns damit eins zu machen. Und es ist so wichtig zu sehen, dass Jesus all die Leute liebt. Als er auf die Erde gekommen ist, hat er gesagt, Vater, ich zahle den Preis für alle. Es ist vollbracht, Vater. Und jemand, der diese Formulierung benutzt, es ist vollbracht, er sagt damit, ich habe meinen Auftrag ausgeführt. Der Auftrag ist ausgeführt. Welcher Auftrag? Der Vorhang ist zerrissen, der Weg ist frei. Jeder Mensch, egal wie schlimm er war, kann mit Gott versöhnt werden. Ich habe mal einen Bericht gelesen von amerikanischen Pastoren, die in Nürnberg waren, 1945, nach dem Gerichtsverfahren gegen die höchsten Nazis. Und da wurden die schlimmsten Menschen eigentlich damals verurteilt. Die waren schon verurteilt, Todeszelle. Und amerikanische Pastoren durften die Leute noch besuchen. Und da waren Leute wie Hermann Göring. Der Pastor ging rein und hat gesagt, weißt du, dass es 2 Möglichkeiten gibt? Göring sagt, ist mir doch egal, ich gehe in die Hölle. Aber von den über 20 oder 30, die besucht wurden, die verurteilt wurden, gab es einige, ich weiß die Zahl nicht mehr, ist auch nicht wesentlich, sagen wir 10, 15, die in diesem letzten Moment als schlimme Verbrecher noch gesagt haben, Jesus, vergib mir, und bewusst sich zu Jesus zugewandt haben. Damit ist nicht ihr Leben gerechtfertigt, aber damit ist die Größe der Gnade so hammerstark demonstriert. Für Jesus ist nichts unmöglich, es ist vollbracht. Und es ist für uns als Gemeinde so wichtig, dass wir verstehen, die Größe dieses Opfers, ein einmaliges Opfer, ein vollkommenes Opfer, ohne Fehler, ohne Mangel, auf dessen Grundlage jeder Mensch gerettet werden kann. Und jetzt ist die Frage, was machen wir als Gemeinde damit? Ich denke, wir machen es richtig, wenn wir sonntags hier zusammenkommen, so wie heute, und feiern. Das ist das Wichtigste. Okay? Aber das ist nur die Grundlage. Was würden die Menschen denken? Wir haben vorhin mal kurz uns unterhalten. Ich erinnere mich an ein Gespräch, als ich so frischer Jesus-Nachfolger war in Tübingen. Wir hatten Deutsche, Amerikaner im Team. Und da ging es darum, was ist für einen Amerikaner das schlimmste Schimpfwort? Tom sagt, du Feigling. Okay, weil die Amerikaner sind eine Pioniernation, da braucht man Mut. Was ist für einen Deutschen das schlimmste Schimpfwort, war dann die nächste Frage, du Dummkopf. Warum? Deutschland, das Volk der Dichter und Denker, man muss halt wissen. Ja? Und dann habe ich vorhin gefragt, was ist für ein Schweizer das schlimmste Schimpfwort? Gibt es ja nicht, weil hier ist ja alles so glatt. Ne? Jemand hat mir ein paar Worte gesagt. Ne? Was ist für ein Schweizer ein schlimmes Schimpfwort? Markus, du weißt doch was. Du arme Sau. Ich habe dein Konto angeguckt, du arme Sau. Interessant. Noch böse, schlimme Worte? Ich werde sie nicht gegen euch benutzen, keine Angst. Ne? Das gehört nur zu meiner kulturellen Bildung hier. Wie
Ja, das glaube ich auch. Ne? Deshalb gebe ich mir auch so viel Mühe. Gell? Okay, weil ich nehme das mit dem Chaot. Ne? Die meisten Münzen haben zwei Seiten. Und die eine Seite ist, wenn man die Schweizer Kultur anguckt, und ich bin hier wirklich ganz neu und ganz am Rande, aber was ich sehe, man schaut immer die Stärken einer Kultur an. Und ich muss sagen, die Schweizer Kultur hat für mich als Reingeschmeckter eine starke Respekt. Ist das so? Ich glaube, das ist eine eurer starken Seiten. Ne? Ich komme von einer anderen Kultur, ich meine, ich habe in Rumänien gelebt, wo auch Respekt wichtig war, aber von Deutschland, gehst in den Laden, ich will da oben diese Wurst. Was sagst du in der Schweiz? Könnte ich bitte, grüezi, könnte ich bitte. Das ist ja der Unterschied, ne? Ihr dürft dreimal raten, welche Kultur ich angenehmer finde als introvertierter, schüchterner Mensch. Ich mag die Schweizer Kultur in diesem Punkt lieber. Ne? Es ist angenehmer, es ist wärmer, es ist freundlich. Und ich denke, Respekt ist eine ganz wichtige Sache. Ne? Was hat die Schweizer Wirtschaft entwickelt? Die Schweizer Uhr. Das heißt Pünktlichkeit, Präzision, gute Chemiesachen. Wir werden das nicht. Und verschiedene andere Sachen, das Messer. Ne? Das heißt, die eine Seite der Kultur ist geordnet, Struktur, Respekt, all diese Dinge. Beschreibt es so ungefähr die Schweizer Kultur? Für mich als Ausländer oder ihr als Inländer. Was ergänzt ihr noch? Fabian, willst du was zu ergänzen? Abgesegnet, okay. Das ist die eine Seite der Münze, abgesegnet. Ne? Da können wir schon mal vielleicht die nächste Folie zeigen, bitte. Genau. Wir nehmen Rücksicht aufeinander, wir gehen respektvoll miteinander um und das sind wertvolle und gute Sachen, die dürfen wir nicht verachten. Aber jede Münze, wie wir schon gesagt haben, hat zwei Seiten. Dahinter ist auch die starke Botschaft, wie wollen wir angesehen werden. Ne? Das heißt, dass ich, was mein Nachbar über mich denkt. Aber mein Nachbar will nicht, dass ich ein Chaot bin. Er will nicht, dass ich unstrukturiert bin, dass ich unhöflich bin, all diese Dinge. Würdet ihr sagen, in der Schweiz ist es wichtig, einfach so zu leben, dass es gut in das gesellschaftliche Bild passt? Ist es wichtig? Okay, es ist so. Und das hat jetzt eine zweite Seite. Und zur Illustration der zweiten Seite gehe ich jetzt mal 2000 Jahre zurück. Ne? Da waren zwei junge Männer, Anfang 30 ungefähr. Einer hieß Petrus, einer hieß Johannes. Die waren jahrelang mit diesem Jesus zusammen, der vieles über den Haufen geschmissen hat, der ein bisschen Chaot war eigentlich in der jüdischen Kultur, weil er die Beerdigungen unterbrochen hat und die Leute aus dem Totenbett rausgeholt hat und lauter solche Sachen hat er gemacht. Ne? Er hat Leprakranke angefasst, er hat sich von Prostituierten die Füße salben lassen. In diesem Sinn war Jesus ein Chaot. He was out of the box. Ne? Aber warum hat Jesus das gemacht? Er konnte sagen, ihr lieben Leute, ich mache nichts auf dieser Erde, was ich nicht den Vater tun sehe. Das heißt, der Vater war daran interessiert, dass diese Frau Versöhnung mit Gott erfährt. Deshalb durfte sie seine Füße salben. Die andere Frau, ich meine, Jesus war der größte Frauenbefreier seiner Zeit. Er hat sie aus der Box rausgeholt. Frauen durften keine Tora anfassen, die durften das Wort Gottes nicht hören und so weiter. Und diese Frau am Jakobsbrunnen, erstens hat Jesus hier den ersten Fehler gemacht. He was politically incorrect. Ne? So, Jesus war nicht concerned about political correctness. Es hat ihn nicht daran interessiert, was politically correct ist. Er hat gesehen, da ist eine Frau. Vater, was ist deine Botschaft? Der Vater sagt, setz dich zu ihr. Vater, ich bin ein Mann, sie ist eine Frau. Okay, Vater sagt, geh. Ich gehe. Vater, was ist das Nächste? Rede mit ihr über das Wasser. Vater, ich bin Jude, sie ist Samaritanerin. Wir reden nicht miteinander. Aber du sagst Vater. Okay, weil Jesus vom Vater abhängig war, kamen die Gedanken des Himmels auf die Erde. Jesus war wahrer Mensch, wahrer Gott. Aber trotzdem hat Jesus ein Leben für uns modelliert. Was sagt der Vater? Was tut der Vater? Jesus war immer davon abhängig. Und deshalb war das, was die Menschen denken, für ihn absolut nicht wichtig. Er hat nicht einmal gesündigt. Okay? Wir dürfen das nicht vermischen. Jesus war kein Anarchist. Jesus war unter der Ordnung des Vaters im Himmel.
Er wusste, dass der Vater ein Reich, seine Regierung auf die Erde herunterbringt durch ihn und dass die Regierung, die vom Himmel auf die Erde kommt, dass die Frieden bringt, Freiheit bringt, Freude bringt, Versöhnung bringt. Das war der Plan. Und so konnte Jesus das machen. Und diese Jungs, die mit ihm waren, sind eines Tages zum Tempel gegangen und was haben sie im Tempel erlebt? Da war ein Bettler vor dem Tempel und der war da vermutlich schon jahrelang. Und da sagen sie, kann ich mal, kennen das von manchen Kulturen, und dann sagt er, nee, ich habe jetzt nichts dabei, einen Scheck kann ich auch nicht ausstellen, aber ich habe was Wichtiges für dich. Im Namen von Jesus von Nazareth, steh auf. Und der Mann stand auf und er ist losgelaufen. Wir können mal die nächste Folie schon sehen. Was sagt Gott, was sagen die Menschen? Das ist einer der Konflikte. Das ist die Mauer, die uns oft zurückhält, wirklich die Wahrheiten des Himmels, die Beschlüsse des Himmels, die Ressourcen des Himmels auf diese Art in Aktion zu sehen. Nächste Folie bitte. Gott hat sich an sein Wort gebunden und deshalb, Jesus hat gesagt, ich gehe, ihr macht weiter, der Heilige Geist ist auf euch und wenn ihr in meinem Namen was sagt, dann wird es geschehen. Und so wurde, nächste bitte, so wurde dann dieser Mensch geheilt. Was ich dir habe, das will ich dir geben, im Namen von Jesus aus Nazareth, steh auf. Und jetzt kann man sagen, wow, super, die haben ein gutes Werk getan. Was denken die Menschen? Und da gab es Menschen, die hatten viel Einfluss. Die haben den Ton bestimmt, was politisch korrekt ist. Und die Leute, die bestimmt haben, was ist politisch korrekt, was ist religiös korrekt, was darf im Tempel passieren, was darf in der Synagoge, in der Gemeinde passieren, die Leute haben gesagt, stopp, sowas gibt es hier nicht, stopp damit. Und sie haben dann die beiden verhaftet und nach der Verhaftung haben sie dann gesagt, damit die Sache nicht weiter im Volk verbreitet wird, wollen wir ihnen unter Drohung verbieten, je wieder in diesem Namen zu irgendeinem Menschen zu sprechen. Hört auf, ihr sollt nie wieder über diesen Jesus-Namen reden. Der war ein Ketzer, den haben wir vor 6 Wochen ans Kreuz gehängt, der wurde verurteilt, das war politisch korrekt, das ist das Ende der Story. Und ihr macht das nicht mehr, sonst geht ihr auch ins Gefängnis. Und dann haben die geantwortet, aber Petrus und Johannes antworteten nur, urteilt selbst, ist es vor Gott recht, euch mehr zu gehorchen als Menschen. Ich denke, das Evangelium hat gewaltig viel Kraft, aber die Kraft des Evangeliums, die erleben wir nicht, wenn wir einfach nur Veranstaltungen besuchen. Die Kraft des Evangeliums, die erleben wir, wenn wir gehen und dort, wo Dunkelheit ist, Licht hinbringen. Das ist die Wand, die verhindert, dass die Ressourcen des Himmels, die Beschlüsse des Himmels auf diese Erde wirksam werden. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo Jesus das in Europa auch ganz neu will, dass diese Wand zum Durchbruch kommt. Die Zeit ist vorbei, wo der Leib Christi hinter der Wand bleibt und sagt, wir wollen ja politisch korrekt sein. Ich stachle jetzt niemand auf zur Rebellion und Ungehorsam, Anarchie, das ist nicht meine Botschaft. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir reflektieren, dass das, was wir tun, warum tun wir das, ergänzt, warum tun wir nicht das, was wir eigentlich zu tun hätten. Und da kommen wir gleich noch näher darauf. Okay, merkt ihr, da ist eine Wand. Glaubt ihr, dass wir am Kreuzpunkt manchmal durch diese Wand blockiert werden? Was denken die Menschen? Gibt es das hier? Okay. Und ich glaube, und ich spreche das jetzt wirklich als Aussage des Wortes Gottes aus. Und ich sage, man kann sagen, das ist ein prophetisches Statement. Wir leben in einer Zeit, wo der Heilige Geist sagt, ich will Jesus berühmt machen. Johannes 16, in den ersten 6 Verse, der Heilige Geist kommt, um Jesus zu verherrlichen, um Jesus berühmt zu machen.
Und wie wird Jesus verherrlicht, wie wird Jesus berühmt? Indem wir hingehen zu den Leuten, die ohne Hoffnung sind. Alleinerziehende Mütter mit vielen Kindern, alte Alleinstehende, die kurz vorm Tod sind, die einsam sind, die sich fürchten vorm Tod. Menschen, die arbeitslos sind, die verzweifelt sind. Menschen aus anderen Nationen, die hier keinen Fuß finden. You name it. Es gibt Menschen auch in diesem Land mit allem Wohlstand, das diese Probleme hat. Stimmt das? Das ist nicht nur meine Wahrnehmung, ne? Okay, und das heißt, dass Jesus sagt, ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken brauchen den Arzt. Und das ist die Wand, wo Jesus sagt, jetzt ist Zeit, dass mein Volk durch diese Mauer durchbricht. Ich will mein Volk nicht im Käfig von Sonntagsgottesdiensten und Gemeindeveranstaltungen zurückhalten. Ich habe den Preis bezahlt und ich bin im Himmel und ich habe gesagt, was ich hier angefangen habe, geht weiter. Ich schicke meinen Geist und mein Geist lebt in euch und mein Geist ist auf euch, damit das, was ich angefangen habe, weitergeht. Sorry, cheers. Und wir können sicher sein, es gibt Beschlüsse im Himmel, dass das, was Jesus angefangen hat, es wird weitergehen. Woher wissen wir das? Wer von euch glaubt, dass Jesus wiederkommt? Und wisst ihr, wann er wiederkommt? Er hat eine ganz einfache, klare Uhr. Der längste Zeiger von Gottes Uhr ist Matthäus 24, 14. Wenn alle Volksgruppen auf dieser Erde die gute Botschaft, nicht nur der Vergebung, sondern das Evangelium, die gute Botschaft von der Königsherrschaft Gottes gehört haben. Und da gibt es noch ein paar Volksgruppen, die es noch nicht gehört haben. Und dann kommt Jesus wieder. Ihr Lieben, wenn wir wollen, dass Jesus wiederkommt, dann seid ihr auch noch hochzukrempeln. Meine Botschaft heute ist nicht fleißiger, schafft mehr, werdet geistlicher, werdet mehr irgendwas besser und gut. Das ist nicht meine Botschaft. Ne? Meine Botschaft ist, dass wir unser Denken mehr und mehr in Feintuning mit den Gedanken des Himmels bringen. Und je mehr wir mit den Gedanken des Himmels eins sind, sagt Gott, ja, was ihr sagt, das steht in meinem Wort, das ist mein Beschluss und ich bestätige euch. Und die Kraft wird kommen und wir werden merken, dass das Reich Gottes eine Expansion erfahren wird. Okay. Jetzt wollen wir ein bisschen praktischer werden. Mir ist aber wichtig, dass dieser ganze Hintergrund verstanden wird. Solange wir in einer Haltung leben, Gott, den Menschen mehr zu gehorchen als Gott, wird diese Wand nicht durchbrochen werden. Es ist Zeit, dass dieser Reichtum in uns, arme Sau, wir sind steinreich. Wir sind steinreich, weil wir das Größte haben, was es gibt, das ewige Leben. Hey, unser Name ist aufgeschrieben im Buch des Lebens. Sag mal deinem Nachbar, dein Name ist aufgeschrieben im Buch des Lebens. Jesus hat 12 Menschen gehabt, die er gesammelt hat. Dann waren sie 70, die 120. Da war eine Gruppe von Frauen dabei, Lukas 8. Er hat sein Team gehabt. Und mit diesem Team hat er letztendlich den Weltkreis auf den Kopf gestellt. Ich schaue mich hier um, ihr Lieben, das ist ein schönes Bild. Wir sind hier vielleicht 150 Leute oder wie viel. Ich glaube, wenn wir uns von Gott hier durchführen lassen, und ich sage nicht mal, wir müssen die Mauern durchbrechen. Ne? Er ist Baal Perazim, hebräisches Wort, das heißt, er ist der Gott, der Durchbrüche gibt. Wenn wir uns eins machen und sagen, so wie Jesus am Jakobsbrunnen, Vater, was mache ich mit dieser Frau? Okay,
Und die Frau wurde gerettet. In dem Städtchen gab es Erweckung. Wenn wir weggehen und in dieser nächsten Woche sagen, Vater, was mache ich mit deinem Arbeitskollegen? Vater, was mache ich mit meinem Verwandten? Und der Vater wird zu uns reden. Und dann setzen wir uns in Gang und wir werden erleben, dass die Liebe Gottes fließt. Sibylle und ich, wir machen das häufig im letzten Jahr. Und wir haben eigentlich noch wenig Bekehrung erlebt, ehrlich gesagt. Aber wenn ich an mein Leben denke, Gott hat mir 8 Leute aus 8 Nationen über den Weg geschickt, bis ich endlich mal geknackt war. Ne? So, das Gespräch, das du mit jemand hast, kann ein ganz, ganz wichtiger Schritt sein für die Person, die Gott dir in den Weg stellt. Und ich sage damit nicht, geht los und verteilt Traktate und macht irgendwas, sondern ich sage damit einfach, sei dir bewusst, welchen Reichtum du hast. Sei dir bewusst, du hast den größten Reichtum in der Schweiz. Du hast mehr als die Schweizer Bank. Himmel und Erde werden vergehen. Die Schweizer Bank wird vergehen. Aber das ewige Leben in dir, das wird nicht vergehen. Das heißt, hier sind die reichsten Bürger in der Schweiz, weil wir ewiges Leben haben. Wir sind versöhnt mit Gott. Wir können die Botschaft der Versöhnung weitergeben. Wir haben die Kraft des Himmels. Wir können für Kranke beten. Wir können Dämonen austreiben. Das ist das, was Gott uns gegeben hat. Okay, wo führt das Ganze jetzt hin? Zur nächsten Folie. Was steht da? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist der Weg, wie wir durchkommen. Das ist der Weg, wie die Mauer durchbrochen wird. Dann durchbricht sie Gott. Und jetzt wird es 2 praktische Punkte, die ich als die wichtigsten hier festgehalten habe. Wenn ihr aber nun mit Christus, die ihr auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Ich will von Menschen geliebt sein, geachtet sein. Du auch? Schadet nichts, ne? Es hat seinen Platz. Aber ich denke, es gibt etwas anderes, was noch wichtiger ist. Und das andere, was noch wichtiger ist, ist, dass wir suchen, was droben ist. Und das ist praktisch ein Auftrag, den Gott uns mitgibt. Als Jesus Nachfolger ist es wichtig, dass wir sagen, was denkt Gott über mich, als das, was denken Menschen über mich. Und die Frage, was denkt Gott über mich, da gibt es Informationen in seinem Buch. Und in dem Maße, wie wir mit dem Geist Gottes kooperieren, wird es in uns Wahrheit werden. Und ich weiß, wozu ich lebe. Ich weiß, wozu ich da bin. Nächster Vers, nächste Folie. Das sind die 2 praktischen Schritte. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Ganz einfach. Wenn wir wollen, dass Mauern durchbrechen, ist es wichtig, dass wir gehorsam sind, nicht Menschen gegenüber. Menschen sagen, ja, warum redest du immer über diesen Jesus? Ja, warum gehst du sonntags in die Kirche? Und jetzt gehst du auch noch in die Kleingruppe. Und jetzt bist du auch noch Mitarbeiter. Und jetzt gibt es auch noch dein Geld in diesem Verein. Menschen haben oft Argumente und wir denken, ich will nicht auffallen. Der Weg ist, dass wir das suchen, was droben ist, wo der Messias ist, zur Rechten des Vaters, der sagt, ich habe alle Gewalt, ich habe alle Autorität im Himmel und auf Erden. Und eines Tages wird die ganze Erde erfüllt sein mit der Herrlichkeit des Herrn. Komm mit und sei dabei. Bleib nicht wenn wir Fußball gucken, bleib nicht vom Fernseher sitzen, bleib nicht auf der Tribüne sitzen, setz dich nicht auf der Ersatzbank. Komm auf das Spielfeld. Komm auf das Spielfeld. Und er lädt uns alle ein. Hey, ich habe den Preis bezahlt, dass ihr auf das Spielfeld kommt. Jeder hat einmalige Gaben. Und jeder muss nichts tun, wo er nicht begabt ist dafür. Aber Jesus sagt, komm auf das Spielfeld. Und dann wird die Mauer durchbrochen. Wie stellt ihr euch Kreuzpunkt vor? In den nächsten, sagen wir mal, 2 Jahren, wenn wir sagen, wir lassen uns nicht mehr bremsen von diesen Gedanken, was würden die Menschen sagen. Wir gehen durch. Was ändert sich im Kreuzpunkt dann? Was ändert sich? Nichts. Das heißt, wir sind schon auf diesem Level. Sag noch ein paar Dinge. Susi? Mehr Leute. Sehr gut. Jawohl. Entschuldigung, Claudia?
Okay, richtig. Zeichen und Wunder. Da war noch mal jemand. Verfolgung. Ist auch eine Verheißung, richtig. Genau. Und wenn wir nicht bereit sind, diese Verheißung ins Auge zu schauen, sie haben mich gehasst, sie werden euch hassen. Leute sagen ja manchmal, ja, in der Schweiz, da haben wir das nicht. Ne? Das ist durch die Landesgrenze bei aller politischen Neutralität nicht zu stoppen. Ich habe von meinem Schwiegersohn gehört vor ein paar Tagen, in Irland hat ein katholischer Priester in der Predigt gesagt, gewisse Dinge, die politisch gerade geschehen, ist Sünde. Und er ist dabei, seinen Job zu verlieren, also politische Sachen, ja, wie Gendering und dies und jenes. Na. Wenn du diese Sachen nicht zurücknimmst, verlierst du deinen Job. Na. Das heißt, was wir als Verfolgung erleben momentan, ist vor allem auf dem Bereich politisch korrekt zu sein, ganz stark an der Genderfrage, aber nicht nur da. Ne? Wir haben letzte Woche in Deutschland das G7-Treffen gehabt. G7, die wichtigsten Außenminister von den 7 Industriestaaten, England, Amerika, Deutschland, Frankreich und so weiter. Und das war in einem Saal, wo ursprünglich mal ein Kreuz war. Aber das Kreuz ist ja politisch nicht korrekt. Als die Veranstaltung stattgefunden hat, war das Kreuz nicht mehr dort. Sie haben es rausgeholt. Okay, das sind nur so kleine Dinge, aber ich denke, es ist wichtig, diese kleine Ansagen zu verstehen. In Berlin, sorry, dass ich jetzt die Story aus Deutschland bringe, gibt es in der Schweiz vielleicht noch nicht, weiß nicht. In Berlin, Stadtschloss Berlin, steht außen drauf, bei den ungeistlichen Deutschen, steht drauf, es gibt in keinem anderen Namen ist die Rettung als allein den Namen Jesus. Und jetzt gibt es eine gewisse Partei, deren Namen ich nicht nennen will, die sagt, das Ding muss zugedeckt werden. Und wahrscheinlich wird das Ding jetzt bald zugedeckt, weil es politisch nicht neutral ist. Ne? Das heißt, der Kampf, der in Mitteleuropa gerade abgeht, ist jetzt nicht, dass wir gleich umgebracht werden oder gesteinigt werden. Es ist das auf der Ebene, es wird uns einen Preis kosten, aus dieser Dings durchzugehen. Ne? Momentan ist es noch bequem, sonntags in die Kirche zu gehen und vielleicht auch mal hier und dort was zu erzählen. Aber ich denke, die Autorität wird wachsen, so wie bei Petrus und Johannes. Die hatten Autorität, die Leute den Lahmen hochzuholen. Und wenn wir mit mehr Autorität agieren, da wird der Widerstand wachsen. Danke, Doris, das war ein guter Hinweis auf die Verheißung. Diese Verheißung ist nicht populär, aber it's part of the gospel. Das ist Teil vom Evangelium. Ne? Was werden wir noch sehen, Kreuzpunkt der nächsten Jahre? Sollte uns mit Gottes Gnade es gelingen und wir Gott mehr gehorchen als den Menschen und sagen, wir gehen aus diesen 4 Wänden raus, was passiert noch dann in Wettingen, Baden und Aargau? Mehr Paulus. Mehr Chaos. Sorry, ich habe mein Hörgerät nicht an, das passt nicht hier dazu drauf. Gesundes Chaos, ne? Gottes Herrlichkeit wird kommen. Ja, das ist mal eine andere Verheißung. Die beiden gehören zusammen, kann man leider nicht trennen, gell? Ist so. Wofür träumt ihr noch? Mehr Auffälligkeit, mehr Wirkung. Mehr Wirkung, genau. Sehr gut. Geistliche Freiheit. Geistliche Freiheit. Träumt ein bisschen weiter. Mehr Hoffnung. Mehr Hoffnung. Nochmal? Oh Leute, ich brauche einen Übersetzer hier oder mein Hörgerät und es geht aber nicht so. Mehr Hoffnung, danke. Sie will Übersetzer für mich, das ist gut. Die kann besser Schweizerdeutsch als ich auch und hat bessere Ohren. Und ihre Stimme ist nicht mehr so gut, aber okay. Träumt weiter, was passiert noch? Mauern werden aufbrechen, genau. Ja. Ich will euch mehr Freude. Ich will euch ermutigen, einfach träumt weiter. Ne? Ich denke auch, das hat damit was zu tun,
die Bibel ernst zu nehmen, was wir sowieso wollen, als evangelikale Christen. Ja? Aber wenn wir die Bibel wirklich ernst nehmen, und wir lesen da einen Psalm, wo es heißt, klatscht in die Hände alle Völker. Ne? Wir gehorchen dem Wort Gottes. Klatscht in die Hände. Und die ganzen Worte in den Psalmen, ja, wir jauchzen dem Herrn zu. Wir jauchzen dem Herrn zu. Okay, mir geht es nicht um einen neuen Stil einzuführen, ihr Lieben. Mir geht es um Gehorsam. Ich denke, je mehr wir in Übereinkunft sind von Wort und Tat, in dem Maße wird auch die Wahrheit Raum gewinnen und die Salbung und die Gegenwart Gottes und die Freiheit und die Freude und die Hoffnung und all die schönen Dinge des Evangeliums und die Verfolgung und das Chaos, alles wird zunehmen. Und das ist die Realität des neuen Bundes, ihr Lieben. Ne? Und ich denke, wir leben in der Schweiz in diesem Wohlstand, politische Stabilität, wirtschaftliche Stabilität, das ist ein Segen. Aber wir müssen die zweite Seite der Münze auch sehen, wo wir eventuell doch blockiert sind, durch die Mauern zu gehen. Und jetzt kommt die Zeit, wo wir durch die Mauern gehen. Halleluja! Ganz praktisch, heute ist auch Sonntag des Abendmahls. Und ich möchte euch jetzt einladen, das Abendmahl zu nehmen. Und das Abendmahl aber mit dem Bewusstsein zu nehmen, dass wir sagen, Jesus, ich lese mal kurz den Text, ne, und dann sage ich was dazu. Abendmahl, Einsetzungsworte. Paulus schreibt, ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, das Brot nahm und dankte und es brach und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und in diesem Sinne wollen wir das Abendmahl heute nehmen. Ich nehme mal gerade ein Brot und einen Wein. Wir nehmen es ganz bewusst und sagen, wir verkündigen den Tod des Herrn. Wir verkündigen, dass diese Mauer durchbrochen wurde. Wir verkündigen, dass der Vorhang zerrissen wurde. Wir verkündigen, dass alle Schuld bezahlt ist. Wir verkündigen, dass wir geliebt sind, auserwählt sind, dass unsere Namen aufgeschrieben sind. Und deshalb wollen wir Gott mehr fürchten als Menschen. Deshalb wollen wir auf dieses vollkommene, einmalige Opfer reagieren und sagen, danke, 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 Jesus. Wir müssen nicht mehr Leistung bringen. Wir müssen nicht geistlicher werden, ihr Lieben. Es geht nur darum, ein bisschen Feintuning zu machen. Jede Woche ein bisschen mehr Feintuning, näher an die Pläne Gottes, in die himmlischen Ratschlüsse, an seine Person. Dem Heiligen Geist mehr Raum geben, dass der Heilige Geist uns führen kann und leiten kann. Oh, der Heilige Geist ist der beste Ratgeber. Jesus ist weg. Er hat gesagt, es ist besser, dass ich gehe. Wie schön. Stell dir vor, wie schön wäre es mit Jesus hier drin. Er hat gesagt, es ist noch besser, dass ich weg bin. Dann lässt der Heilige Geist hier. Es ist Zeit, ihr Lieben, dem Heiligen Geist den Raum zu geben, der ihm gebührt. Die Herrschaft in unserem Leben. Das Steuer in unserem Leben. Das Steuer in der Gemeinde. Und dann wird es wunderbar. Dann kommt Herrlichkeit, dann kommt Freude, Hoffnung, Kraft, Verfolgung und Chaos, das ganze Paket. Aber wir wollen aus Angst vor der Verfolgung nicht den Geist Gottes draußen halten. Seid ihr da eins mit mir? Es wird uns einen Preis kosten. Wir erzählen ja kein Grimms Märchen, aber es lohnt sich, weil er wunderbar ist und weil die Zukunft, die er vorbereitet hat, ist eine Zukunft ohne Defizite, vollkommen. Und da wollen wir so viel wie möglich Leute mitnehmen. Also wir machen es jetzt praktisch so, haben wir es hier vorbereitet, die Mauer ist hier. Nicht jeder muss jetzt durch die Mauer laufen. Wir nehmen das Abendmahl mit dem Bewusstsein, wie ich es eben beschrieben habe. Danke, Jesus, für deinen Tod. Ich ordne mich dir unter.
Ich will Gott mehr gehorchen als Menschen. Nehmen wir das Abendmahl heute mit dieser Haltung. Und wer das symbolisch dann noch untermauern möchte, der geht hier von dieser Seite auf diese Seite durch. Weil oft ist eine symbolische Handlung eine Verstärkung dessen, was wir als Überzeugung haben. Du musst ja nicht durchlaufen. Ne? Wer das will, kann das symbolisch verstärken. Das Abendmahl steht da, wie das praktisch aussieht. Vielleicht wird es ein bisschen chaotisch heute. Uhrzeigersinn würde mir angesagt, soll man ansagen. Uhrzeigersinn Abendmahl nehmen und dann kann man hier noch anschließend durchgehen, wer das möchte. Während wir das alles tun, wollen wir Jesus anbeten. Und wir wollen anbeten mit dem Bewusstsein, Jesus, der Preis ist bezahlt. Du bist gestorben, du bist auferstanden, du bist zur Rechten des Vaters mit aller Autorität und du wirst wiederkommen. Und Jesus, wir danken dir für dein Opfer. Und während wir das jetzt heute nehmen, Jesus, wir erinnern uns daran, du hast den Preis bezahlt. Und während wir das nehmen, Jesus, ich bitte dich, bestätige das Wort, dass wir jetzt Befreiung erleben. Dass Einzelne von uns, jeder von uns, von Menschenfurcht befreit wird. So eine tiefere Hingabe machen können, Jesus, an dich. Frei von Menschenfurcht als Einzelne. Aber dass wir als Kreuzpunkt auch hier demonstrieren, durch dein Opfer, wir sind frei als Gemeinde. Wir wollen dir mehr gehorchen als Menschen. Wir wollen dich wichtiger nehmen, als politisch korrekt zu sein. Du bist der Herr. Geist Gottes, komm mit frischem Wind in unsere Mitte. Amen. Man hat es gesagt, mehr Chaos, das haben wir schon ein bisschen bekommen. Aber ich finde es genial, wie wir in den letzten 3 Gottesdiensten auch erleben dürfen, wie Gott auch verändert, uns herausfordert und teilweise vielleicht auch ein bisschen überfordert hat. Aber ich glaube, wir dürfen auch vertrauen, dass Gott einen Plan hat in dem Ganzen. Und ich möchte auch mal noch Danke sagen an allen Pastoren, nicht nur dir, Hermann, für die Serie, die ihr gemacht habt und auch für die geniale Umsetzung, wie ihr das da habt können machen. Merci vielmals. Und bevor wir jetzt am Ende sind von dem Gottesdienst, habe ich 2 kurze Infos. Die erste, die kennt ihr schon. Ihr hört ja immer am Anfang ein Zeugnis, und ihr seid wirklich auch aufgefordert, wenn ihr coole Sachen erlebt im Alltag oder auch ganz kleine und grosse Themen mit euch und mit Gott erlebt, hey, dann schreibt das auf. Ihr könnt den QR-Code hier hinten scannen, ihr habt aber auch am Ausgang die Möglichkeit, so ein kleines Kärtchen mitzunehmen, wenn ihr etwas erlebt habt, vielleicht auch gerade in den letzten 3 Gottesdiensten, dann nutzt die Möglichkeit. Es ist mega ermutigend, dürfen davor Sachen vorzulesen auch. Wir wissen nicht, von wem das ist. Und das habe ich gesehen, ist einfach mega cool. Und ich glaube, es ist auch mega cool für alle, die hier drin sind, dass sie einfach sehen. Darum nutzt die Möglichkeit, das wirklich so zum Wort zu nehmen. Und das Zweite, was wir noch haben, das ist nächstes Wochenende, am Samstag. Ist ganz ein genialer Morgen für alle Familien. Und jetzt nicht nur an kleine Kinder denken und so, sondern auch grosse, Jugendliche, Teenies, Eltern. Kommt unbedingt. Das ist der Matthias Kuno wird hierher kommen. Vielleicht kennen ein paar von euch. Ich glaube, vom Praise Camp war er schon und so. Und ich habe gestern 1, 2 YouTube-Filme davon geschaut. Es ist wirklich eine coole Sache. Er hat ein mega Herz für Familie. Und ich glaube, Familie ist der Ort, wo viel passiert und wo Gott kann auch wirken und wo Gott auch viel in der Kirche macht mit Familien. Darum nutzt die Möglichkeit, am nächsten Samstagmorgen, 12. November, hierher zu kommen. Es steht um 9:30 an. Darum, das wird ganz ein genialer Morgen. Schreibt euch das ein, wenn ihr das noch nicht kennt, und kommt hierhin. Ja, und jetzt lasst uns alle zusammen aufstehen. Wir werden nachher noch einen letzten Song singen und vorher werde ich euch noch das Segen zusprechen. Vater, wir danken dir auch für den Gottesdienst. Wir danken dir, dass du mit unter uns bist, und ich möchte, dass du jeden Einzelnen segnest, der jetzt da ist, dass er mit voller Kraft in die kommende Woche gehen darf, dass er seine Mauern, die er hat, durchbrechen darf, und dass du mit jedem Einzelnen von uns unterwegs bist. Amen.